Ja. und die Tür ging zu, ja. Und das ist auch immer interessant. Gott schloss die Tür zur Arche und dann konnte keiner mehr raus und keiner mehr rein. Und das lesen wir ja auch in den Evangelien, auch in Bezug der eschatologischen Aussichten, die uns gegeben werden. Wenn aber der Vater aufgestanden ist, der Hausvater aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr stehen vor einer zuen Tür und ihr werdet rufen, lass uns rein, tu uns auf. Und es wird ihm gesagt, kenne euch nicht. Ja. Ne? Die gleiche Situation wie damals zur Zeit Noahs. Also ich glaube, dass, wie schon anfänglich erwähnt, dass sich das hier auf die große Trübsal bezieht, auf den Tag des Herrn und so weiter und ja, dass die Türe geschlossen wird. Aber das ist jetzt so ein Punkt, den man natürlich durchaus geistlich auch übertragen kann. Die große Trübsal oder die Drangsalzzeit, die Gerichtszeit der Apokalypse muss nicht zwangsläufig direkt sich an die Entrückung anschließen. Da kann auch eine Pause dazwischen sein. Wie lang die dauert, wie damals bei Noah, Ja. das wissen wir nicht. Aber es steht, glaube ich, nirgends konkret geschrieben, dass jetzt heute ist die Entrückung, eine Stunde später beginnt die Apokalypse. Ja. Ne? Die Zeitspanne kennen wir eben auch nicht. Ja. Es wird auch wahrscheinlich viele Erklärungen geben, medienmäßig und so weiter und irgendwie dann andere Ereignisse, Ja. die in den Fokus gestellt werden und dann wird das schnell auch wieder, wie das heute ja auch schon ist mit großen Katastrophen, Ja. schon wieder weg.